Hallo zusammen. Ich erzähle euch die Geschichte «Der Dieb». Die Geschichte ist aus dem Buch «Erperindli, Erperifee». Stefanie Dahle hat die Geschichte geschrieben und gezeichnet. Der Dieb. Immer wenn es heiß ist, gehen das Erperindli, Erperifee und der Bibo-Falter zum Froschteich baden. «Fang mich!» ruft der Bibo und gleitet vom höchsten Ast seidenfein über die Wasseroberfläche. «Oh, ich mag dir schon nachher!» ruft das Erperindli voller Freude und gumpet dem hinten nachher. Da badelt die kleine Erperifee gemütlich auf ihrem Seerosenblatt und der Bibo lässt sich vom Wind tragen. Die Insekten düsen ganz träge im Gras. Eine Wolke zieht über den Himmel und plötzlich ist den beiden Freunden kalt. Das Erperindli kommt aus dem Wasser. «Hä? Wo ist mein Kleid?» wundert sich die Erperifee. «Weiss nicht», überlegt der Bibo. «Wo hast du es da angelegt?» Das Erperindli springt um den grossen Stein herum. Es war genau oben drauf, bibbert sie. Die beiden Freunde suchen in der Wiese, unter dem Büsch und hinter dem Baum. Doch am Erperindli, sein Kleid, ist verschwunden. Die Erperifee muss mit ihrem Unterleibli heimflattern. Der Bibo will das Erperindli trösten. «Gleich kannst du dir ein anderes Kleid anlegen», sagt er. «Kann ich nicht», jammert das Erperindli. «Eine Erperifee hat nur ein einziges Kleid. Ihres Erdbeerikleid.» Wo die beiden endlich am Erdbeerigarten vom Erperindli ankommen, bleibt der Bibo verdattert in der Luft schweben. «Aber», flüstert er und zupft am Unterleibli vom Erperindli. «Was ist denn los?» sagt die Erperifee verwundert. Sie versteckt sich hinter dem Busch. Und da sieht sie es. Die Küchenschabe Eda sitzt vor der Teekanne auf dem Gartenbänkli vom Erperindli und sünnelt. Und sie hat dabei am Erperindli ihres Erdbeerikleid an. Das Erperindli ist verrückt worden. «So gemein!» Da schaut Heidi, die Blaubeerifee, über den Gartenhag. «Guten Morgen, Erperindli», ruft Heidi der Schabe zu, weil sie gar nicht gemerkt hat, dass dort die Schabe Eda höckelt. Die Küchenschabe im Erdbeerikleid winkt und grunzt. «Guten Morgen, liebe Heidi!» «Also wirklich», flüstert das Erperindli empört. Doch da sagt der Bibo: «Oh nein, schau einisch, sie hat den Zauberstab!» Die Schabe fuchtelt mit dem Zauberstab über den Erdbeere herum. Das Erperindli wird ganz bleich um die Nase. «Was machst du da?» fragt Heidi die Schabe. «Erdbeerepflege», grunzt Eda. Sie schwingt den Zauberstab über den Erdbeere und plötzlich sind alle Erdbeere braun. «Ah!» ruft das Erperindli. Der Bibo hat ihr mit seinen Fühlern schnell das Maul zu. «Psst!» Auch das Heidi, Blaubeerifee, wundert sich. «Braune Erdbeere? Wo gibt's denn so etwas?» «Das ist jetzt modern», grunzt die Schabe. Wo es Abend wird, verschanzt sich Eda in der Teekanne vom Erperindli. Das Erperindli wird furchtbar traurig. Die liegt jetzt in meinem Bett», jammert sie. «Was soll ich nur machen?» Doch der Bibo hat eine Idee. «Wir brauchen eine Notkonferenz mit den anderen Feen», erklärt er. Sofort flattert er davon. Es ist jetzt schon tiefe Nacht. Trotzdem versammelt sich eine Fee nach der anderen aus den Feengärten auf der grossen Lichtung. «Was ist passiert?» flüstert sie verschrocken. Das Erperindli erzählt ihnen von der Küchenschabe Eda im Erdbeerikleid. Die Blaubeerifee schämt sich, weil sie die freche Schabe nicht erkannt hat. «Ich weiss, warum sich die Eda als Erperindli ausgibt», ruft sie.
Alle haben das Erdbeerindli gern. Ein Schaben mag niemand. Das ist aber traurig, meint das Erdbeerindli. Jetzt redet die Feenkönigin. Keine Angst, sagt sie zum Erdbeerindli. Ich habe eine Idee. Am nächsten Morgen ist im Obstgarten Wochenmarkt. Alle Feen haben sich mit ihren Sachen versammelt und haben gewartet. Endlich ist auch die Küchenschabe da mit der braunen Erdbeere gekommen. Die Feenkönigin hat ein Zeichen gegeben. Da haben alle angefangen. Habt ihr in letzter Zeit eigentlich die kleine, nette Schabe gesehen? Sie wohnt in der Dose am Teich, sagt Kira, die Kriesifee laut. Leider nicht. Sie ist immer so freundlich, bestätigt die braune Brombeerifee. Und ihre Fühler glänzen immer so hübsch, ruft Heidi Blaubeerifee. Alle sehen jetzt die Schabe im Erdbeerkleid an. Stimmt doch, Erdbeerindli, oder? Grunzt die Schabe verlegen. Am nächsten Tag liegen am Erdbeerindli ihr Erdbeerkleid und der Zauberstab vor der Teekanne auf der Gartenbank. Auf der Bank liegt auch ein Zettel. Liebes Erdbeerindli, ich habe dein Kleid gespitzt und es tut mir ganz fest leid. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Deine Schabe Eda. Daneben liegt ein Päckchen mit Zeltli. Die hat die Schabe selber gemacht. Nur in der Nacht kocht das Erdbeerindli einen feinen Erdbeerpunsch, weil sie am nächsten Tag ihre neue Freundin, die Küchenschabe Eda, besuchen will. Das war die Geschichte der Dieb. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!